SRF Kids Hörspiel. SRF Kids Hörspiel. Dein Podcast. Der größte Astronaut, den unsere Stadt je gesehen. Oh, der größte Alligator-Dompteur, den unsere Stadt je... Ich saß auf meiner Mülltonne und träumte. Na, so gut es eben ging. Der Herbstwind fegte übers Dach. Ich hatte meine Mülltonne zwischen zwei Schornsteine gezogen und dicke Pappestücke dazwischen geklemmt. Aber der Wind fand seinen Weg. Hinter mir hörte ich die Dachtür sich öffnen und wieder zufallen. Das konnte nur einer sein. Oh, ich sitze zwischen den Schornsteinen, Monster. Oh Mann, ist das ein Schiedwetter. Hier fällt der Wind in die Hosen hoch bis zu meinen Ei... Hallo, Pinky. Oh, du bist es. Das war gar nicht Monster, sondern unsere neue. Hallo, Marie Antoinette. Der königliche Name war das Einzige, was ihre Eltern ihr hinterlassen hatten. Den und unzählige Sommersprossen. Hätte Marie Antoinette für jede einzelne $1 bekommen, wäre sie Millionärin. Hey Mensch, das ist ja ein prima Blick über die Stadt. Siehst du die Kirche? Die da hinten? Mhm. Ja, da haben wir gewohnt. Also, als meine Eltern noch... Für sie war das Leben im Waisenhaus noch ganz neu. Ihre Eltern waren beide erst vor kurzem bei einem Autounfall gestorben. Komm her. Hier, zwischen die Schornsteine. Hier ist es wärmer. Du holst dir sonst noch eine Erkältung. Marie Antoinette kam in mein Versteck und entdeckte meine Mülltonne. Wow, die ist ja cool angemalt. Das ist ja die amerikanische Flagge. Streifen und Sterne. Ja, wie bei Captain America. Dufte. Hey, war das deine Idee? Mhm, ja. Naja, eigentlich Monsters. Aber der war ja nicht da, oder? Und wenn du hier sitzt, spielst du dann, du wärst der Präsident der Vereinigten Staaten? Nee, König. Monster. Beste Freunde. Tauchten immer dann auf, wenn man sie am wenigsten braucht. Dann bin ich jetzt die Prinzessin. Wohl eher Bettelprinzessin. Monster. Ist doch wahr. Aber man muss doch das nicht laut sagen. Aber Marie Antoinette hatte es eh nicht gehört. Sie spielte Prinzessin. Kommt her, ihr Krähen. Ihr seid meine Untertanen und ihr müsst mir zu gefallen sein. Mann. Also du da Weißt du, die will jetzt immer hier rumhocken bei uns? hierher und Ich hab keinen Bock auf Mädchenspiele. Das ist meine Schleppe. Schau mal her, Prinzessin. Monster zog das Taschenmesser hervor, das ich bei meinem letzten Abenteuer als Bezahlung ausgehandelt hatte. Mega. Es hatte 4 Klingen. Und Monster klappte nun die größte heraus. Wollen wir Messer werfen, Pinky? Und schon segelte das Messer durch die Luft, überschlug sich ein paar Mal und bohrte sich mit der Spitze in ein altes Brett am Schornstein. Hua! Bullseye! Das schaffst du nicht, wetten? Ha, ich könnte schon, aber ich will nicht. Oh, los. Zieh dein Messer. Oder bist du ein Feigling? Ein Feigling war ich nicht. Aber auch nicht so verrückt, mich vor einem Mädchen zu blamieren. Monster war der beste Messerwerfer bei uns im Viertel. Nicht schlecht, Rittermonster. Ja, das steckt fest. Also, ich muss runter. Mrs. Potter wartet mit der Wäsche. Bis später. Bei uns Dachbewohnern heißt sie nicht Mrs. Potter, sondern Blindschleiche. Kannst du dir gleich mal merken. Hey, du kannst aufhören, den Macho zu spielen. Die Prinzessin ist weg. Ja. Gut, dass du die Taschenmesser besorgt hast. Wenn uns jetzt wieder mal einer von der Lions-Bande angreift, dann... Dann solltest du lieber um dein Leben laufen. Weglaufen. Immer weglaufen. Wenn wir denen mal so eine richtige Lektion verpassen, dann lassen die uns schon in Frieden. Ja, aber Gewalt mit Gewalt zu bekämpfen ist einfach doof. Sowas endet früher oder später im Krankenhaus. Oder im Leichenschauhaus. Naja, oder du wirst von den Bullen geschnappt und dann bist du vorbestraft. Als Vorbestrafter würde ich nie eine Lizenz als Privatdetektiv bekommen. Du kannst immer noch zur Polizei gehen. Captain Henderson leckt sich die Finger, wenn er dich bekommt.
Aber wer nimmt mich? Ein Halbblut aus dem Waisenhaus. Für mich ist es doch egal, ob ich vorbestraft bin oder nicht. Ich bekomme sowieso nie eine Lehrstelle oder einen anständigen Job. Ich lass dich nicht im Stich, Monster. Wenn ich meine Detektivagentur aufmache, dann wirst du mein Teilhaber. Und wenn ich zur Polente gehe, dann nur, wenn Henderson dich auch nimmt. Okay? Schließlich haben wir Blutsbrüderschaft geschlossen. Hau! Beim großen Manitou. Pinky, Mr. Potter sucht dich. Und er ist ganz schön wütend. Er heißt nicht Potter, sondern Stinktier. Und er soll warten. Ach komm, halt's Maul, Monster. Das kannst du dir gleich mal merken. Tja, Monster. Ich gehe lieber, sonst muss ich bloß wieder die Treppe scheuern. Unser Waisenhausleiter baute sich drohend vor mir auf und kreuzte die Arme über der Brust. Was hast du schon wieder ausgefressen, ha? Ich? Nichts. Wer ist Malcolm? Malcolm? In der 24. Straße. Keine Ahnung. Ja, also gut. Dieser Malcolm hat angerufen. Du sollst mal zu ihm kommen. Ja, aber dass du rechtzeitig zurück bist, sonst gehst du ohne Abendbrot ins Bett. 24. Straße. Schmucker Vor. Schöne Häuser. Aber ganz am anderen Ende der Stadt. Kann ich Geld für den Bus haben? Jetzt, deine Beine sind jung. Schaffst du bequem in 2 Stunden. Dieser Geizhals. Na, dem würde das Lachen noch vergehen, wenn ich mal reich und berühmt bin. Und jede Wette, dieser Malcolm hatte sicher einen neuen Job als Detektiv für mich. Hallo, wohnt hier ein Mr. Malcolm? Komm rein. Die Frau, die mich ins Haus zerrte, hätte eigentlich in einem Hollywood-Film mitspielen können. So hübsch war sie. Aber im Moment sah sie schrecklich verheult aus. Bist du Pinky? Ja. Ich sag's dir, das ist eine Schwachsinnsidee. Mr. Malcolm saß im Wohnzimmer, eine Hand auf dem Telefon und starrte mich wütend an. Wir haben gehört, du kannst schweigen. Von wem? Kannst du es? Ich schwöre es, beim Leben deiner Mutter. Meine Mutter ist lange tot? Glauben Sie, ich wäre sonst in einem Waisenhaus? Gott, Entschuldigung. Wie dumm von mir. Das ist schon gut. Ich schweige auch ohne Schwur. Aber wer immer Ihnen von mir erzählt hat, wird Ihnen das sicher bestätigt haben. Es war Mr. Morgan. Er hat meinem Mann erzählt, dass du die Diebstahlserie in seinem Kaufhaus aufgeklärt hast. Ja. Und mein Mann und Mr. Morgan sind im selben Golfclub. Sieh mal an, der alte Morgan. Ein Geizhals, wenn's um Bezahlung ging, aber gute Werbung für meine Detektei machte er. Alles, was recht war. Warum haben Sie nach mir geschickt? Lilly, Lass mich. Pinky, unser Sohn, Benny, ist verschwunden. Entführt. Das war es also. Kidnapping. Und dann auch noch übelster Sorte. Ein Kind zu entführen, das konnten nur die miesesten, erbärmlichsten, kaltblütigsten Benny ist erst 3. Gangster. Gangster! Seit wann ist er verschwunden? Hat der Entführer schon seine Lösegeldforderung genannt? Und weiß die Polizei davon? Niemand weiß es. und es darf auch niemand erfahren, Lilly. Lass mich. Der Erpresser hat gedroht, Benny sonst zu. Und es dürfen auch keinerlei Nachforschungen angestellt werden. Er sagte, er würde das sofort erfahren. $50.000 will er. Und er würde anrufen, wann und wo das Lösegeld zu übergeben sei. Und was soll ich dabei tun? Ha! Lilly, ich hab dir gleich gesagt, dass das Unsinn ist. Gib dem Jungen eine Cola und $1/4 für den Weg und dann schick ihn nach Hause. Aber wehe, wenn du quatschst. Ich dreh dir eigenhändig den Hals um. Du musst ihn verstehen. Er will kein Risiko eingehen. Verstehe. Entschuldige, ich habe dir nicht mal was zu trinken angeboten. Hast du Hunger? Ehrlich gesagt, immer. Mrs. Malcolm häufte einen Haufen Sachen aus dem Kühlschrank auf den Tisch.
Sie achtete gar nicht darauf, was ich nahm. Sie starrte die ganze Zeit nur aus dem Fenster. Mr. Morgan meinte, du könntest vielleicht die Augen offen halten. Ja, warum eigentlich nicht? Aber erzählen Sie noch ein bisschen. Die Nachricht vom Entführer. Wo haben Sie die gefunden? Wie sah die aus? Aus Zeitungswörtern, zusammengeklebt. Sie lag in unserem Briefkasten. Aber ohne Briefmarke. Jemand hat sie also persönlich eingeworfen. Und kommen denn viele Leute hier bei Ihnen vorbei? Die Malcolms wohnten in einem hübschen Einfamilienhaus, umgeben von einem weiten Garten mit großen Rasenflächen. Hier kommt kaum jemand her. Der Briefträger, ab und zu ein Lieferant. Warum gehen Sie eigentlich nicht zur Polizei? Die kennen sich doch aus mit sowas. Weil der Entführer gesagt hat, dass Benny was Schlimmes passiert, wenn wir die Polizei einschalten. Und mein Mann, der glaubt, dass die bei der Polizei alle bestechlich sind und solche Nachrichten gleich an die Zeitung verkaufen und dann... Nein. Polizei geht nicht. Dabei ist Captain Henderson sogar unser Nachbar. Wie ist Benny denn verschwunden? Also ich meine, wo haben Sie ihn zuletzt gesehen? Er hat hinter dem Haus gespielt. Wie jeden Nachmittag. Konnte man ihn von der Straße aus sehen? Eigentlich nicht. Es muss jemand gewesen sein, der sich auskennt. Haben Sie Hauspersonal? Unser Kindermädchen Jennifer. Sie hilft mir auch im Haushalt. Und wo ist sie jetzt? Krank. Schon seit einer Woche. Sind Sie sicher? Ja, ich habe sie besucht. Sie hat sich das Bein gebrochen und kann unmöglich gehen. Na, aber sie könnte einen Tipp gegeben haben. Nein, nicht Jennifer. Sie liebt Benny über alles. Okay. Lassen Sie mich zur Hintertür raus und sagen Sie mir, wo die Gartengeräte stehen. Was? Die Gartengeräte? Sehen Sie nicht, dass das Laub von Ihrem Rasen gerecht werden muss? Wenn der Erpresser das Haus beobachtet, wird er sich fragen, warum ich hier bin. Ein Junge, der die Gartenarbeit macht, wäre eine Erklärung. Ich glaube, Mr. Morgans Tipp war doch nicht so schlecht. Zum ersten Mal sah ich Mrs. Malcolm lächeln. Und es war wunderschön. Und dann rächte ich Laub. Viel Laub. Um mich dabei unauffällig umzusehen. Du bist ja richtig fleißig. Ja, danke. Aber es wird schon dunkel. Ich muss morgen weitermachen. Etwas habe ich schon herausgefunden. Auf der Rückseite vom Haus ist ein Loch in ihrer Hecke. Wenn der Entführer nicht 100 Kilo wiegt, könnte er sich mit Benny da durchgezwängt haben. Oh mein Gott. Und wenn der Kerl wirklich das Haus beobachtet, dann geht das eigentlich nur von dem Hügel dort drüben, mit einem Fernglas. Ich würde vorschlagen, dass Sie meinen Freund Monster auch noch anmieten, damit er sich tagsüber dort auf die Lauer legt. Und auf $1 mehr oder weniger pro Tag kommt es bei Ihnen ja sicher nicht an. Natürlich nicht. Aber wir haben ja noch gar nicht über dein Honorar gesprochen. Ja, geben Sie irgendwas. Und falls ich Benny finde... Kannst du dir wünschen, was du willst? Sie zog ihr Portemonnaie aus der Tasche und nahm alle Scheine heraus. Hier. Als Anzahlung. Damit du morgen auch wiederkommst. Du hast mir schon Mut gemacht. Es waren $3. Die ich zu Hause gleich Potter abliefern musste, damit er mich und Monster am nächsten Tag gehen ließ. Langsam machst du dich. Gartenarbeit für dich und den Fressack. Siehst du, man kann auch mit ehrlicher Arbeit sein Geld verdienen. Oder Ihr Geld? Abendessen ist natürlich längst vorbei. Die anderen Bäger liegen schon in den Betten. Aber ich will mal nicht so sein. Du kannst dir 2 Brote schmieren. Aber nicht zu viel Butter, hörst du? Ja. Monster? Bist du noch wach? Immer bereit. Okay. Hier. Häuptling Fass ohne Boden. 2 Brote. Ich bin satt. Hau rein. Klasse.
Monster, gilt dein Schwur noch? Immer und ewig. Okay, dann betrachte dich ab sofort als Privatdetektiv und mein Partner. Monster begann mampfend zu essen, während ich ihm von meinem Erlebnis bei den Malcolms berichtete. Oh Mann, ein kleines Kind zu entführen. Wie widerwärtig. Ich helfe auf jeden Fall. Okay, dann streifst du morgen durch das Hügelgelände, von dem aus man das Haus beobachten kann. Es wird kaum auffallen, wenn sich ein Junge dort ein paar Stöcke zum Schnitzen holt. Und wenn ich den Kerl sehe? Ja, dann tust du so, als ob du nichts bemerkt hättest, gehst zur nächsten Telefonzelle und rufst bei den Malcolms an. Abgemacht. Oh, du, Pinky, also, wär's nicht noch unauffälliger, wenn 2 Kinder dort beim Hügel spielen? Also, sagen wir, ein hübscher Junge wie ich und eine, ja, sommersprossige Prinzessin. Monster und Marie Antoinette? Wann hatten die sich denn angefreundet? Also, so blöd ist die gar nicht. Ja, das glaube ich auch. Aber meine Antwort ist nein. Zu riskant, dass Potter misstrauisch wird. Du machst das allein. Und auch wenn du jetzt mein Partner bist, der Boss, bleibe immer noch ich. Klar? Wie Kloßbrühe. Am nächsten Tag war ich wieder am Laubrechen. Das Grundstück der Malcolms schien immer größer zu werden. Mann, Monster hat's gut. Der kann jetzt da draußen frei rumlaufen, sich ins Gras legen, Kastanien sammeln, während ich hier schuften muss. Kommst du mal bitte schnell ins Haus? Ja, Mrs. Malcolm. Dein Freund ist am Telefon. Monster? Was gibt's? Mann, Pinky, ich hab ihn gesehen. Er war da, mit einem Fernglas. Und er hat eindeutig zum Haus gesehen. Lange? Nee, eigentlich nur ganz kurz. Dann ist er weitergegangen. Wie sah der Mann aus? Boah, irgendwie groß, mittelalt, kurze Haare, darauf ein Hut. Nichts Besonderes. Irgendwie groß, mittelalt, kurze Haare, Hut. Kein Bart, keine Narbe? Nee. Sagt in die Beschreibung etwas, Mrs. Malcolm. Nichts. Mir auch nicht. Robert. Mr. Malcolm stand plötzlich in der offenen Haustür. Eine zerknüllte Zeitung in der Hand, mit zornesrotem Kopf. Du hast den Burschen also doch zum Rumschnüffeln hier behalten, was? Wir haben eine Spur, Mr. Malcolm. Ich auch. Hier. In der Zeitung. In fetten Buchstaben. Kidnapping in Pittsburgh. Steht alles drin. Unser Name zwar nicht, aber der Entführer wird schon wissen, um wen es da geht. Hat also doch jemand gequatscht, was? Nun ist alles aus. Ich muss Schluss machen, Monster. Aber Pinky, was soll ich denn jetzt machen? Ich habe nichts gesagt, Mr. Malcolm. Ich schwöre. Also wer denn sonst? Ha? Du hast doch mit Morgan im Golfclub darüber gesprochen. Morgan hat geschworen zu schweigen. Ja, aber vielleicht hat euch jemand belauscht. Störe ich? Die Tür war offen und ich habe sie reden gehört. Henderson. Tag, Lily. Hallo, Robert. Wie geht's? Captain Henderson, der Chef der Pittsburgher Polizei, stand plötzlich in der Tür, grüßte die Malcolms und schaute mich dann lange an. Ja, und du kommst mir auch bekannt vor. Sind wir uns schon mal über den Weg gelaufen? Zuerst war ich gekränkt, dass Henderson mich nicht als den großen Kaufhausdetektiv wiedererkannte. Aber dann war ich erleichtert. Solange ich unerkannt blieb, wusste Henderson nicht, dass die Malcolms einen Detektiv engagiert hatten. Ich weiß nicht. Doch. Wenn ich nur wüsste, wo. Na, das fällt mir schon noch ein. Benny bist du auf jeden Fall nicht, der ist ja noch viel kleiner. Aber wo ist euer Goldknabe denn? Mrs. Malcolm stand wie versteinert. Aber Mr. Malcolm fing sich schnell. Bei der Großmutter. Warum? Ach, wegen dieses Zeitungsartikels. Kidnapping in Pittsburgh? Es gibt ja nicht allzu viele Familien, die da in Frage kommen. Mitglied im hiesigen Golfclub und 3-jähriger Sohn. Und da wir Nachbarn sind, dachte ich guck mal bei Ihnen vorbei. Uns geht das nichts an. Woher weiß eigentlich die Zeitung davon? Ich glaube, ein Kellner aus dem Golfclub hätte angerufen und getratscht. Aber das geht Sie ja nichts an, nicht wahr, Robert?
Na gut. Wenn Sie mich sprechen wollen, Robert, Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Und du, Bürschchen, du bist... Nein, das war ein anderer. Na, ich komme schon noch dahinter. Macht's gut miteinander. Tschüss. Wenn der Entführer das Haus beobachtet, dann weiß er jetzt, dass die Polizei da war. Was ist, wenn er in Panik verfällt? Oh Gott, Benny! Okay, Sie müssen jetzt was unternehmen. Und was, du Schlaumeier? Manchmal ist Angriff die beste Verteidigung. Da muss man aus der Deckung raus. Lassen Sie einen Aufruf in der Zeitung drucken. Versichern Sie so dem Entführer, dass er sich keine Sorgen machen muss, dass er das Geld jederzeit bekommt, und zwar ohne Polizei. Das beruhigt vielleicht den Erpresser. Aber dann steht doch Captain Henderson gleich wieder vor unserer Tür. Naja, in der Zeitung darf natürlich nicht Ihr Name stehen. Dann hat die Polizei nichts in der Hand. Ich sehe die Schlagzeile vor mir. Verzweifelte Eltern flehen Entführer an. Da rannte Mrs. Malcolm heulend aus dem Zimmer. Mr. Malcolm hingegen legte mir die Hand auf die Schulter. Es war vielleicht doch keine so schlechte Idee von Lily, dich hier zu behalten. Dein Vorschlag mit der Zeitung ist gut. Ich gehe gleich hin. Willst du mitkommen? Ist wohl besser, wenn Ihre Frau jetzt nicht allein im Hause bleibt, oder? Wie alt bist du, hast du gesagt? Ich bin 12. 12. Er schaute mich lange an, schüttelte dann den Kopf und ging. In den nächsten Tagen passierte nicht viel. Die Zeitung druckte den Aufruf der Malcolms und Mrs. Malcolm hatte einen Nervenzusammenbruch und musste im Bett bleiben. Ich schmiss den Haushalt, kaufte ein, kochte, wusch ab und trieb mich, wann immer möglich, im Garten herum. Aber herausfinden konnte ich nichts mehr. Zu meiner Überraschung stellte ich fest, dass ich das Waisenhaus richtig vermisste. Also die Potters sicher nicht, aber Monster. Und ein bisschen auch die Prinzessin. Ich wollte nach Hause, aber nichts geschah. Keine Nachricht vom Erpresser, kein Hinweis auf Benny. Bis am Sonntag, als das Telefon schon ganz früh am Morgen klingelte. Ja, hallo, hier bei Malcolms? Mr. Malcolm, bitte. Der schläft noch. Kann ich nicht irgendwas... Wer bist du? Der Neffe. Mrs. Malcolm ist etwas krank und da hat mich meine Mutter zu Onkel Robert geschickt, damit ich ihm ein bisschen helfe. Pinky? Wer ist da? Oh, es ist für Sie. Hallo? Mr. Malcolm? Am Apparat. Wer spricht? Ist das Ihr Kind, von dem da in der Zeitung die Rede ist? Der kleine Junge, der verschwunden ist. Wer will das wissen? Jemand, der vielleicht helfen kann. Mir ist etwas aufgefallen. Etwas Verdächtiges. Ich glaube, ich habe das entführte Kind gesehen. Was sagen Sie da? Wo? Wenn ich helfe, dann kriege ich doch sicher eine Belohnung, nicht wahr? Was? Ja. Was haben Sie gesehen? Wo? Können wir uns verabreden? Ja, natürlich, sofort. Kommen Sie in 30 Minuten an die Ecke Harford Avenue 17. Straße. Ich warte dort auf Sie. Aber wer... Aufgelegt. Robert? Wer war das? Du bleibst hier. Pinky und ich müssen los. Wir haben eine Spur. Schnell, Pinky, in den Wagen. Ja. Wir saßen kaum in Malcolms Auto, als wir schon wieder gestoppt wurden. Ein Mann stand vor der Garageneinfahrt. Es war Captain Henderson. Ah, verdammter Mist! Malcolm kurbelte die Scheibe herunter. Morgen, Robert. Wohin denn so früh? Er spähte misstrauisch in den Wagen. Mich begrüßte er gar nicht. Geht das die Polizei etwas an? Weiß ich's. Auf Hendersons Gesicht hatte bis jetzt ein Grinsen gelegen, aber plötzlich wurde er todernst. Passen Sie auf, Robert. Mir machen Sie nichts vor. Ich weiß, dass Benny gekidnappt wurde. Und bald weiß es die ganze Stadt. Heute Morgen stehen in der Zeitung die Namen von 3 Familien, die in Frage kommen. Ich weiß auch, dass Sie sich gleich mit einem anonymen Anrufer treffen wollen. Lassen Sie etwa mein Telefon abhören? Ich will Ihnen doch nur helfen, verdammt!
Die beiden starrten sich an wie zwei Kampfhähne, die im nächsten Augenblick übereinander herfallen würden. Aber dann öffnete Malcolm die Tür. Kletter nach hinten, Pinky. Mach Platz für Captain Henderson. Okay. Gut, sehen wir uns diesen heiseren Knaben einmal an. Ich komme mit als Freund der Familie. Einverstanden? Der Heisere war ziemlich überrascht, als wir zu dritt auftauchten. Zum Glück schien er Henderson nicht zu erkennen. Wie viel Belohnung bekomme ich denn, wenn ich Sie zu Ihrem Sohn führe, Mister? An wie viel hatten Sie denn gedacht? Naja, der Entführer hat doch 50.000 verlangt. Ich dachte so an die Hälfte. 5.000, keinen Cent mehr. Es geht hier um meinen Sohn. Sie kriegen 10.000 für einen Hinweis. Und nochmal 10.000, wenn wir Benny wirklich finden. Also? Ich weiß ja gar nicht, ob es wirklich Ihr Kind ist. Aber vom Fenster meines Zimmers aus habe ich was beobachtet. In der Wohnung gegenüber. Ein Vater und sein Sohn. Auf jeden Fall sehen sie aus wie Vater und Sohn. Der Mann ist nämlich ganz lieb mit dem Kind umgegangen. Wirklich ganz lieb. Aber dann ist mir aufgefallen, dass der Mann das Kind immer allein lässt, wenn er aus dem Haus ging. Und ich meine, da wird man doch nachdenklich. So ein kleines Kind und in so alten Häusern, da gibt's ja Ratten und Ungeziefer. Und als ich dann heute Morgen in der Zeitung von der Entführung las und die Namen der 3 Familien... Sie haben erst heute von der Entführung erfahren? Ja, heute Morgen. Ich kann mir keine eigene Zeitung leisten, wissen Sie. Da fische ich mir ab und zu eine aus den Papierkörben. Aber das ist doch jetzt alles unwichtig, Pinky. Schnell, bringen Sie uns zu Ihrer Wohnung. Mr. Wie heißen Sie? Nennen Sie mich Smith. Hier lang. Dieser Smith hauste in einer völlig verfallenen Mietskaserne im 3. Stock. In den unteren Stockwerken fehlten schon alle Türen. Smith führte uns in sein Wohnzimmer und zeigte von dort auf ein Fenster im 2. Stock des gegenüberliegenden Hauses. Dort ist die Wohnung. Der Mann ist heute früh weggegangen. Das habe ich gesehen. Dann war der kleine Junge allein. Er hat erst eine Weile mit den Bauklötzen auf dem Tisch gespielt, sehen Sie? Dann legte er sich auf seine Matratze. Die ist dort in der Ecke, sehen Sie? Jetzt steht er auf. Benny! Das ist Benny! Los! Worauf warten wir noch? Ich krieg doch meine Belohnung, nicht wahr? Niemand hörte auf ihn. Mr. Malcolm, Captain Henderson und ich stürmten auf die Straße und auf der anderen Seite wieder hoch in den 2. Stock des Hauses. Hier ist sie. Verdammt! Die Wohnung ist abgeschlossen. Benny! Benny! Zur Seite, Robert! Der Captain machte mit der morschen Tür kurzen Prozess, stürmte in die Wohnung und kontrollierte alle Räume. Benny stand ängstlich in der Fensterecke. Kein Wunder, wenn einer die Tür auf diese Art aufmacht. Benny! Oh mein Gott! Papa! Benny! Papa! Die beiden flogen sich in die Arme. Ich sah mich in dem Raum um, in dem Benny die letzten Tage gefangen gehalten wurde. Selbst für ein Kind aus Potters Waisenhaus war das hier nicht gerade üppig. Ein Tisch, eine Matratze mit einer fleckigen Decke. Nirgendwo ein Stuhl oder Sofa. Aber dafür jede Menge Süßigkeiten und Spielzeug. Eine Puppe, ein Teddy, ein paar Matchbox-Autos, Zootiere und Bausteine. Auf dem Tisch stand ein hoher Turm aus 8 Würfeln. Der Rest der Wohnung ist leer. Diesen Turm hat der Junge heute Morgen gebaut, Mr. Smith? Hab ich doch gesagt. Was ist jetzt mit meiner Belohnung, Mr. Malcolm? Ich gehe schnell zum nächsten Telefon. 2 meiner Leute sollen sich hier in der Wohnung verstecken und den Kidnapper in Empfang nehmen, wenn er zurückkommt. Das können Sie sich sparen. Die 3 Männer sahen mich mit großen Augen an. Wieso sparen, Pinky? Du meinst, der Entführer wird nicht wiederkommen? Nein. Der ist nämlich schon hier. Was? Dort steht er. Mein Zeigefinger deutete genau auf die Brust von Mr. Smith. Oder wie immer der Kerl heißen mochte. Ich? Der Entführer? Spinnst du?
Ich schlag dir gleich ein paar in die Fresse, du unverschämter Bengel. Mr. Malcolm, was ist das hier für ein Spiel? Wollen Sie mich um eine Belohnung prellen? Bitte, bitte beruhigen Sie sich. Ich habe keine Ahnung, was in den Jungen gefahren ist. Was soll das, Pinky? Smith und Malcolm blitzten mich wütend an. Aber ich war mir meiner Sache ganz sicher. Fragen Sie den famosen Mr. Smith doch erstmal, woher er eigentlich wusste, dass Sie ein Kind vermissen. Ihr Name stand nicht in der Zeitung. Du irrst dich. Heute Morgen standen 3 Familiennamen in der Zeitung, die in Frage kommen. Und von den 3 erwischt er ausgerechnet den richtigen? Und außerdem, die Zeitung von heute Morgen hat jemand schon so früh in den Papierkorb geworfen, dass Mr. Smith noch vor 8 Uhr bei den Malcolms anrufen konnte? Ja, genau, so war's. Und jetzt halt die Klappe, Kleiner. Sie haben weiter gesagt, dass der Junge, als er allein war, mit den Bauklötzen gespielt hat, nicht wahr? Und Sie haben von Ihrer Wohnung aus dabei zugesehen, nicht wahr? Mit dir rede ich nicht. Antworten Sie. Der Junge hat den Turm gebaut und ich hab zugesehen, ja. Mr. Malcolm, stellen Sie Benny doch bitte mal hier auf den Fußboden. Hier gleich am Tisch. Also, ich verstehe nicht, was du damit... Nun mach schon, Robert. Benny, stell dich mal hier hin. Hey, Benny, schau mal den Bauklotzturm hier. Gib dem Papa doch mal den blauen Baustein, ja? Da, den von ganz oben. Benny reckte den Arm so weit er konnte, aber seine Finger reichten nicht mal an den 3. Würfel auf dem Tisch heran. So, Mr. Smith, erklären Sie uns doch mal, wie der Kleine heute Morgen diesen Turm bis nach ganz oben bauen konnte. Weil Sie haben doch zugesehen, nicht wahr? Ja. Nun ja, wahrscheinlich... Smith sah sich im Zimmer um, auf der Suche nach einem Stuhl oder Hocker, auf den Benny hätte geklettert sein können. Doch da war nichts. Und auf einmal machte er einen Satz auf die Tür zu. Er haut ab! Nicht mit mir! Hab ich dich. Die Entführung wurde dir wohl zu gefährlich, was? Aber wenigstens etwas Belohnungsgeld sollte wohl schon abfallen, nicht wahr? So ein Häufchen Elend. Es tut mir leid. Ich wollte das Ja, nicht. das war wirklich kein eiskalter Gangster. Eher ein armer Hund, der verzweifelt versucht hatte, an Geld zu kommen. Aber durfte man mit Kindsentführern Mitleid haben? Egal, wie schlecht es ihnen selber ging? Oh, Benny! Mama! Oh, Benny, Herz, dass ich dich wieder habe. Das Wiedersehen zwischen Mutter und Kind hätte jedem Schnulzenfilm Ehre gemacht. Mrs. Malcolm schien ihren Benny fast erdrücken zu wollen. Entschuldigen Sie, wenn ich störe. Ich glaube, Sie brauchen mich ja jetzt nicht mehr und ich muss auch langsam mal wieder nach Hause. Was denn jetzt schon? Lass ihn doch gehen, hä? Nicht wahr, Bennylein? Wir haben ihn vermisst. Ja, aber da wäre noch eine Kleinigkeit. Mrs. Malcolm, Sie waren doch so freundlich, mir eine Belohnung zu versprechen, wenn Sie Ihren Jungen zurückbekommen. Stimmt. An was dachtest du denn? An einen Elefanten. Wie bitte? Also für den Tierpark. Ich meine, Sie haben doch gerade $50.000 gespart. Und da dachte Du hast ich... doch Benny gar nicht gefunden, oder? Gib ihm $5, Lilly. Ich denke, damit ist er gut bedient. Und wir, Bennylein, komm. Wir nehmen jetzt erstmal ein schönes kleines Bad. Fassungslos sah ich Mr. Malcolm hinterher. Dabei hatte ich ihn gerade davor bewahrt, dem Kidnapper $10.000 in den Rachen zu werfen. Was? Mrs. Malcolm kramte derweil in ihrer Handtasche. Hier, Pinky, das ist alles, was ich habe. Nimm's Robert bitte nicht übel. Er ist im Moment nur so, du weißt schon, diese ganze Aufregung. Ich verstehe schon. Sie haben es doch nicht gerade leicht mit ihm, was? Oh. Pinky. Mrs. Malcolm wurde rot wie ein kleines Mädchen. Dann umarmte sie mich fest und küsste mich auf beide Wangen. 1000 Dank, dass du mir mein Kind wiedergebracht hast. Ich spare etwas Geld für den Tierpark, das verspreche ich dir. Aber für einen Elefanten wird es wahrscheinlich nicht reichen. Das macht nichts. Drücken Sie mich lieber nochmal.
Es ist schon so lange her. Du lieber Junge. Als ich Mrs. Malcolm auf Wiedersehen gesagt hatte und eben das Haus verließ, stoppte Captain Hendersons Wagen vor mir. Der Kriminalchef winkte mich zu sich. Na, Meisterdetektiv? Hast du wieder die Taschen voll Schokoriegel? Aha. Jetzt erinnert er sich wieder an mich. Und wie ich in Morgans Warenhaus den Dieb gefangen hatte. Ich zeigte ihm das Geld, das mir Mrs. Morgan in die Hand geschüttet hatte. Das ist alles, was ich mitnehme. Aber ganz legal diesmal. Wie viel ist es denn? So 12 oder 13 Dollar. Das ist alles. Malcolm meinte, 5 Dollar seien schon reichlich. Na gut, er muss wissen, was ihm sein Kind wert ist. Hauptsache, du weißt, wie viel du wert bist. Ziemlich viel, würde ich sagen. Hier sind nochmal 5 Dollar. Die Polizei dankt dir, mein Sohn. Oh, danke. Dann reicht es jetzt ja für ein richtiges Festessen. Da wird sogar mein Freund Monster satt. Und ich dachte, du würdest dir schon ein Mädchen einladen. Oh, das ist eine gute Idee. Ich kenne da eine Prinzessin. Eine richtige Prinzessin? Wie aus dem Märchenbuch. So long, Captain. Hörspiel. Hat dir die Geschichte gefallen? Es gibt noch viel mehr. Abonniere jetzt den Podcast und du verpasst nie eine Geschichte. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.